Die Frage, die mir gestellt wurde, hier zu besprechen, ist ja fast schon eine gutachterliche. Eine sehr konkrete juristische Frage. Ist unter Artikel 7 des Staatsvertrages von Wien 55 unter Umständen auch ein Anspruch auf frühkindliche Erziehung zu subsumieren? Wenn wir vielleicht zum nächsten Slide, ich habe Ihnen keine ausführliche PowerPoint mitgebracht, sondern im Wesentlichen in der Folge dieser Übersicht nur die Bestimmungen, um die es nachfolgend gehen wird. Folgendes möchte ich besprechen. Ich möchte zunächst ein paar Ausflüge, ein paar generelle Bemerkungen in das Recht des Staatsvertrages machen, aber wirklich nur zum besseren Verständnis und sozusagen als Sprungbrett für die weiteren Darstellungen. Gehe dann unmittelbar zu Artikel 7 und da insbesondere zu einer Ziffer. Der Artikel ist in Ziffern unterteilt, nämlich Ziffer 2, der sich mit dem Elementarunterricht schwerpunktmäßig beschäftigt, und das ist in unserem Zusammenhang zunächst jedenfalls die entscheidende Bestimmung und der entscheidende Begriff. Wenn die Zeit bleibt, und ich hoffe, sie bleibt, möchte ich aber noch einen Sprung weitergehen, und zwar zu einer weiteren Norm, einer Ziffer des Artikels 7, die in dem Zusammenhang unter Umständen auch relevant sein könnte und, das wird Sie vielleicht überraschen, möglicherweise sogar noch relevanter sein wird als der in der Diskussion über diese Frage zumeist zitierte und erwähnte Artikel 7, Ziffer 2 des Staatsvertrages. Nun also, Sie wissen alle, der Staatsvertrag feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen. Der Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Der Hinweis auf die Demokratie im Titel des Staatsvertrages ist auch in unserem Zusammenhang durchaus relevant, denn von Anfang an wird hier sozusagen das Konzept unterstrichen, dass eben der Minderheitenschutz Teil auch der demokratischen Verfasstheit der Republik ist. Und bis heute ist es ja tatsächlich der Artikel 7, der sich zur, wenn man so will, einer Zentralnorm des Minderheitenschutzes in Österreich entwickelt hat, der auch in der Praxis nach wie vor die relevanteste Bestimmung des Staatsvertrages darstellt und in der Öffentlichkeit wohl auch die bekannteste Norm dieses Vertragswerkes ist. Artikel 4 des Staatsvertrags von Wien ist allerdings nicht die erste staatsvertragliche Bestimmung, die Österreich im Außenverhältnis zur Einhaltung bestimmter Minderheitenrechte verpflichtet. Schon der nach dem Ersten Weltkrieg in Paris unterzeichnete Staatsvertrag von Saint-Germain enthielt in insgesamt 8 Artikeln Mindestgarantien zugunsten ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten, zu deren Achtung sich die damals noch sehr junge Republik gegenüber den alliierten und assoziierten Mächten verpflichtet hatte. Die Mehrzahl der entsprechenden Bestimmungen des Staatsvertrags von Saint-Germain ist völkerrechtlich nach wie vor gültig. Überdies stehen sie aufgrund eines besonderen Anwendungsbefehls der österreichischen Bundesverfassung innerstaatlich im Verfassungsrang. Beides, die völkerrechtliche Verbindlichkeit wie auch der innerstaatliche Verfassungsrang, gilt auch für Artikel 7 des 35 Jahre später, also nach Saint-Germain in Kraft getretenen Staatsvertrags von Wien. Dessen Schutzbereich allerdings explizit auf die Angehörigen der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark beschränkt ist. Soweit es diese Personengruppen betrifft, gehen die Minderheitenschutzbestimmungen des Artikel 7 des Staatsvertrages jedoch deutlich über den schon im Vertrag von Saint-Germain festgelegten Standard hinaus. Rechtlich wie in der Praxis haben daher die einschlägigen Regelungen des jüngeren Vertrags, also des Vertrags von Wien, diejenigen des älteren, des Vertrags von Saint-Germain, weitestgehend überlagert. Was nun den normativen Gehalt von Artikel 7 des Staatsvertrags von Wien anlangt, nur ein paar kurze Bemerkungen und hier auch nur, auch weil die Zeit drängt, ich weiß, zu den für uns relevanten Bestimmungen. Da wäre zunächst eben die Ziffer 2, wie schon erwähnt, die uns nachfolgend noch weiter beschäftigen wird. Sie normiert eben einen Anspruch von Angehörigen der in Ziffer 1 genannten Minderheiten, also das sind die slowenischen und kroatischen Minderheiten in Kärnten, im Burgenland und in der Steiermark,
auf Elementarunterricht in slowenischer und kroatischer Sprache sowie eine verhältnismäßige Anzahl an eigenen Mittelschulen. Ziffer 3 des Artikel 7 bezieht sich sodann auf die Verpflichtung zur Zulassung der slowenischen und kroatischen Sprache als zusätzliche Amtssprache in Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlands und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder wie es heißt, gemischter Bevölkerung. Darüber hinaus verbirgt Ziffer 3 auch den Anspruch auf zweisprachige topografische Bezeichnungen in den erwähnten Verwaltungs- und Gerichtsbezirken. In der juristischen Praxis, so viel sei angemerkt, einschließlich der Rechtsprechung des VfGH, des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, haben diese beiden Aspekte des Artikels 7 bislang zweifellos die größte Bedeutung erlangt. Ziffer 4 des Artikel 7 Staatsvertrag von Wien enthält den Anspruch auf materielle Gleichstellung von Angehörigen der slowenischen und kroatischen Minderheiten hinsichtlich ihrer Teilnahme an den kulturellen Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen in den genannten Gebieten. Auch darauf wird noch, wie schon erwähnt, zurückzukommen sein. Dass für die Frage nach dem Bestehen eines etwaigen Rechtsanspruchs, unter anderem slowenischer Volksgruppenangehöriger in Kärnten, auf zweisprachige vorschulische Bildung vor dem Hintergrund des normativen Gehalts des Artikels 7 die Ziffer 2 besonders in den Mittelpunkt rückt, erscheint naheliegend. Ich werde mich damit sogleich näher beschäftigen. Erlauben Sie mir aber zunächst noch nur zwei allgemeine rechtliche Bemerkungen zu Artikel 7. Wie schon erwähnt, bindet das in Artikel 7 abgebildete Minderheitenschutzprogramm Österreich zunächst völkerrechtlich. Die Republik ist also gegenüber den Signatarstaaten, aber auch gegenüber jenen Staaten, die zu einem späteren Zeitpunkt dem Vertrag beigetreten sind, etwa Australien, Mexiko, Polen, Brasilien, rechtlich verpflichtet, die in der besagten Norm genannten Rechte im Staatsinneren tatsächlich umzusetzen. Für einen Teil dieser Regelungen des Artikel 7, nicht für alle, aber für einen Teil, gilt in diesem Zusammenhang die Besonderheit, dass sie aufgrund einer verfassungsgesetzlichen Anordnung aus dem Jahr 1964 auch als Bestandteil des österreichischen Bundesverfassungsrechts zu betrachten sind. Dazu zählen eben gerade Ziffer 2, aber auch die Ziffern 3 und 4 von Artikel 7. Angesichts der damals einstimmigen Genehmigung des Staatsvertrages durch den Nationalrat und des Umstandes, dass die entsprechenden Bestimmungen über den bis 1955 geltenden Verfassungsstand hinausgingen, von Anfang an hinausgingen, sprach ihnen ein Teil der Lehre zwar schon immer von Anfang an Verfassungsrang zu, aber seit der BVG-Novelle 64 ist das eben auch positiv rechtlich außer Streit gestellt. Und daraus ergibt sich die berühmte rechtliche Doppelnatur des Artikel 7 als eine staatsvertragliche Norm im Verfassungsrang. Und das hat Folgen, unter anderem für die Auslegung der Bestimmung. Der Staatsvertrag als solches wurde, jetzt wird es wirklich juristisch, durch sogenannte generelle Transformation, also durch Kundmachung im Bundesgesetzblatt, ohne Gesetzesvorbehalt, in die österreichische Rechtsordnung übernommen. Nach herrschender Ansicht behält er damit, ungeachtet der Wirkung und des Ranges seiner Bestimmungen im innerstaatlichen Recht, seinen völkerrechtlichen Ursprung. Bei seiner Interpretation ist daher auch und vor allem auf die allgemeinen Regeln des Völkerrechts über die Auslegung internationaler Verträge Bedacht zu nehmen. In struktureller Hinsicht ist der Minderheitenschutz des Artikel 7, ganz so wie es in diesem Bereich im Völkerrecht auch sonst üblich ist, in erster Linie individualrechtlich ausgestaltet. Konkrete Rechtsansprüche werden daher den Angehörigen der betreffenden Minderheiten, nicht der Minderheit als solches, also als Kollektiv, eingeräumt. Erst die Doppelnatur des Artikel 7, der in Teilen eben auch Verfassungsrecht darstellt, ermöglichte es dabei dem österreichischen Verfassungsgerichtshof, die in diesen Teilen enthaltenen Ansprüche als unmittelbar anwendbare verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte anzuerkennen. Diese können als solches eben von den Angehörigen der slowenischen bzw. kroatischen Volksgruppe in Kärnten, im Burgenland und in der Steiermark, in der Praxis, wie Sie wissen, in Kärnten und im Burgenland, als solches auch rechtlich geltend gemacht werden. Damit also jetzt unmittelbar zu Ziffer 2, der eigentlich zunächst jedenfalls für uns relevanten Bestimmung des Vertrags.
Und zur Frage, lässt sich aus dieser Norm auch ein verfassungsgesetzlich gewährleisteter Anspruch auf frühkindliche Bildung in der Volksgruppensprache herauslesen? Ein Anspruch. Ich habe Ihnen die Norm auch mitgebracht zum Mitlesen. Der entscheidende Begriff, wie man sehr schnell erkennt, um den es hier offenkundig geht, und das wurde ja schon erwähnt, ist der des Elementarunterrichts. Dabei handelt es sich ungemütlicherweise aber um einen rechtlich unbestimmten Begriff, der also ausgelegt werden muss. Wie schon erwähnt, ist dazu, weil es sich bei Artikel 7 um eine staatsvertragliche Norm handelt, vor allem auf die allgemeinen Regeln der völkerrechtlichen Vertragsauslegung zurückzugreifen, wie sie sich insbesondere in einem anderen völkerrechtlichen Dokument, nämlich der Wiener Vertragsrechtskonvention, finden. Der Begriff Elementarunterricht ist demnach zunächst in Übereinstimmung mit seiner gewöhnlichen Bedeutung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu interpretieren. Insbesondere die Wortfügung Unterricht, aber vor allem auch die in der Bestimmung erwähnten Begriffe Schullehrpläne und Schulaufsichtsbehörde scheinen eben eine schulische Dimension aufzuweisen, im Sinne eines Anspruchs auf Elementarschulunterricht. Allerdings muss man hinzufügen, der deutsche Text ist hier nicht die einzige entscheidende, weil nicht einzige authentische Fassung des Staatsvertrages. Vielmehr gelten aufgrund des Vertrages selbst, Artikel 38, auch die englische, französische und russische Fassung als authentisch. Und wenn wir uns das kurz ansehen, dann ergeben sich möglicherweise Abweichungen vom deutschen Begriff Elementarunterricht. Im Englischen heißt es in der authentischen Fassung Elementary Instruction, in der Slovene Language beispielsweise. Wobei sich also Instruction sowohl im engeren Sinn als dann eben wirklich schulischer Unterricht, aber auch durchaus in einem weiteren generellen Sinn als Anleitung oder Unterrichtung verstehen lässt oder verstehen ließe. Im Französischen l'enseignement primaire, was nach dem französischen System in dem Fall relativ eindeutig als Unterricht in der Primär- bzw. Grundstufe zu verstehen ist. Etwas offener möglicherweise hingegen die russische Fassung. Ich selbst bin natürlich des Russischen nicht mächtig, habe mich aber kundig gemacht, Gerhard, du bist es. Unser Russland-Experte an der REWE Graz, Benedikt Hartzl, hat mir mitgeteilt, dass die russische Formulierung, die im Amtsblatt, besser gesagt im Bundesgesetzblatt abgedruckt ist, im österreichischen Bundesgesetzblatt, allerdings auf Kyrillisch, für mich daher nicht zugänglich, in der Übersetzung aber eben auch so viel wie Anfangs- bzw. Grundbildung ausmachen solle. Aber du hast da wahrscheinlich dazu mehr zu sagen. Jedenfalls ist der Begriff der Schule natürlich in weiterer Folge, wenn es um die Schulaufsichtsbehörden geht, um die Schullehrpläne auch in der russischen Fassung, relativ eindeutig. Wie auch immer. Nach der bereits mehrfach erwähnten WVK, also der Wiener Vertragsrechtskonvention, ist bei Verträgen mit 2 oder mehr authentischen Sprachfassungen jede Fassung in gleicher Weise maßgebend. Das hilft uns aber nicht wirklich viel weiter in unserem Fall. Entscheidender schon die in der WVK ebenfalls wiedergegebene Aussage, dass die Ausdrücke, die der Vertrag verwendet, in jedem der authentischen Texte einer Vermutung zufolge dieselbe Bedeutung haben. Also es wird vermutet, dass unterschiedliche Ausdrücke in den authentischen Texten jedenfalls dieselbe Bedeutung haben. Obwohl also die englische und vielleicht auch die russische Fassung etwas breiter gefasst sind als der deutsche Begriff Elementarunterricht, wird man doch einräumen müssen, dass die Beschränkung des Begriffs Elementarunterricht auf die Elementarschule, jedenfalls der historischen Entwicklung des Sektors der frühkindlichen Bildung, wohl am ehesten entspricht. Der letztere eben nicht nur in Österreich rechtlich und organisatorisch vom schulischen Unterricht stets getrennt war und dies im Grunde ja auch heute noch ist. In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zu Artikel 7 Ziffer 2 hat dieser sich dieser historischen und am geschichtlichen Wortsinn des Begriffs Elementarunterricht orientierten Auslegung angeschlossen.
In mehreren Erkenntnissen hat der Gerichtshof deutlich erkennen lassen, dass der Begriff seiner Ansicht nach auf die schulische Primärstufe, also die Grundschule, beschränkt ist. Wiederholt spricht er in diesem Zusammenhang von einem verfassungsgesetzlichen Anspruch elementar schulpflichtiger Kinder und stellt überdies fest, dass unter Elementarunterricht jener Unterricht zu verstehen sei, der, man muss es annehmen, unmittelbar an die Mittelschule heranführt. Auch in der Lehre wird, soweit diese Frage überhaupt angesprochen wird, die Einschätzung des VfGH überwiegend geteilt. Diskutiert wurde und wird hier viel eher darüber, ob der Begriff Elementarunterricht nur die heute 4-jährige Volksschule oder aber eingedenk der zur Zeit der Unterzeichnung des Vertrags noch bestehende 8-jährige Volksschule erfasst und damit nach heutigem Verständnis die Volksschule und die Hauptschule, also auch Hauptschule als Teil des Elementarunterrichts. Darüber wird diskutiert, beziehungsweise heute die neue Mittelschule, weniger über den Begriff Elementarunterricht im Sinne oder vor dem Hintergrund der Frage, ob eben auch die frühkindliche Pädagogik umfasst wäre. Also vorläufiges Fazit: Rechtsprechung und Lehre sprechen im Kontext von Artikel 7 Ziffer 2 eher gegen die Zuerkennung eines Anspruchs auf zweisprachige Kindergärten. Man muss diese Ansicht freilich nicht zwangsläufig teilen. Vor allem, wenn man den Schwerpunkt auf eine teleologische Interpretation der Bestimmung legt, die am Ziel und Zweck der Gesamtregelung des Artikel 7 des Staatsvertrages orientiert ist, könnte man auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Die WVK selbst, also die Wiener Vertragsrechtskonvention, stellt diese Interpretationsmethode auf die gleiche Stufe wie die wörtliche und die historische Interpretation. Darüber hinaus hat der VfGH selbst ausdrücklich bestätigt, dass verfassungsgesetzliche Minderheitenschutzbestimmungen, ich zitiere, schon vom Regelungszweck her nicht restriktiv ausgelegt werden dürfen. Nun ja, also Sinn und Zweck von Artikel 7 insgesamt ist wohl der Schutz der kulturellen Identität der slowenischen und der kroatischen Minderheiten, auch und insbesondere durch den Zugang zu Bildung in der Muttersprache. Wie Sie natürlich wissen, ist unter Experten unbestritten, dass gerade das Kindergartenalter eine besonders wichtige Etappe im Spracherwerb darstellt. Darüber haben Sie ja gestern und heute schon ausführlich debattiert. Die frühkindliche Bildung spielt damit eine entscheidende Rolle für den Erhalt der Muttersprache und somit auch für die Identität der betreffenden Minderheiten. Überdies stellt eine zweisprachige frühkindliche Bildung, das wird oft übersehen, häufig auch die Weichen für den späteren Besuch einer zweisprachigen Volksschule. Und das ist ja unter Artikel 7 garantiert. Die wichtige Rolle, welche die vorschulische Erziehung in der Muttersprache für den Minderheitenschutz insgesamt spielt, wird beispielsweise auch in Artikel 8 der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen bestätigt, der Österreich seit 2001 als Vertragspartei angehört. Auch die im Kontext der Rahmenkonvention des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten von 1998 tätigen Institutionen, so wären vor allem das sogenannte Advisory Committee und im Zusammenhang mit der Prüfung regelmäßiger Staatenberichte das Ministerkomitee, vertreten unisono die Ansicht, dass Bildung im weiteren Sinne nicht nur das verpflichtende Grundschulsystem, sondern auch die vorschulische Bildung umfasst. Auch im Hinblick darauf empfahl etwa das Ministerkomitee des Europarates im Zuge des 3. Prüfungsdurchgangs Österreich wörtlich einen umfassenden Prozess der Modernisierung des Volksgruppenrechts. Einen umfassenden Prozess der Modernisierung des Volksgruppenrechts. Ob diese Argumente ausreichen, um den VfGH ohne entsprechende neue bundes- und/oder landesgesetzliche Vorgaben in Hinkunft zur Anerkennung eines erweiterten Verständnisses des Begriffs Elementarunterricht zu bewegen, bleibt wohl dennoch zweifelhaft. Der Gerichtshof müsste dazu in dezidierter Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung dem Begriff letztlich eine Bedeutung zumessen, den dieser bei Abschluss des Staatsvertrages nach dem Verständnis der Vertragsparteien aller Voraussicht nach tatsächlich nicht hatte. In Österreich wurde zwar mit der bundesweiten Einführung des verpflichtenden Kindergartenjahres auf der Grundlage der erwähnten 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern die frühkindliche Bildung stärker als bisher an das Gesamtbildungssystem herangeführt,
Rechtlich und organisatorisch bleibt insbesondere der Kindergarten letztlich aber weiterhin von der schulischen Bildung, also dem Unterricht in der Grundschule, doch getrennt. Insoweit, denke ich, wird man nicht umhin kommen, den juristischen Blick etwas über Artikel 2, Ziffer 2, der bisher immer die zentrale Rolle hier spielte, erweitern zu müssen. Allzu weit muss man allerdings nicht blicken. Es reicht schon 2 Stellen weiter zu blicken in die Zeile oder Ziffer 4 des Artikels 7 des Staatsvertrages. Zur Erinnerung, bei Ziffer 4 handelt es sich um eine, und auch die habe ich mitgebracht, dass ich es nicht vergesse, bei Ziffer 4 handelt es sich um eine spezifische Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes zugunsten der Angehörigen der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Kärnten, im Burgenland und in der Steiermark. Nach der etablierten in dem Fall etablierten Rechtsprechung des VfGH geht Artikel 7 Ziffer 4 in den darin genannten Bereichen über das bloße Verbot der Diskriminierung von Minderheiten hinaus und kann daher auch positive Maßnahmen zur Förderung der Minderheiten notwendig machen. Jetzt kommt der springende Punkt. Zu den kulturellen Einrichtungen, die in der Bestimmung erwähnt werden, zählen aufgrund des systematischen Zusammenhangs der einzelnen Ziffern jedenfalls auch die Schulen und Schulaufsichtsbehörden, die in Artikel 7 Ziffer 2 des Staatsvertrages genannt werden. Insgesamt ist der Begriff der kulturellen Einrichtungen aber sicher offener und breiter. Unter Anwendung eines funktionalen Ansatzes, der vor allem das Ziel der Erhaltung und der Förderung der kulturellen Vielfalt im Auge hat, können daher unter Umständen auch Kindergärten unter den sachlichen Geltungsbereich des Artikel 7 Ziffer 4 Staatsvertrag subsumiert werden. Diese Ansicht ist bislang zweifellos Minderheitsmeinung, wird aber vehement etwa vom Grazer Staatsrechtler Josef Marko unterstützt. Dafür spricht meines Erachtens, dass die Sicherung und Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Republik seit dem Jahr 2000 in Artikel 8 Absatz 2 BVG, also des Bundesverfassungsgesetzes, ausdrücklich verankertes Staatsziel darstellt, dass als solches bei der Auslegung des in Österreich geltenden Rechts allgemein interpretationsleitend ist. Seit der Novellierung im Jahr 2017 stellt der Schutz der slowenischen Volksgruppe jedenfalls bekanntlich auch eine Staatszielbestimmung der Kärntner Landesverfassung dar. Gegen die erwähnte Interpretation spricht allenfalls das Artikel 12 der Europäischen Charta der regionalen und Minderheitensprachen im Zusammenhang mit der Förderung von Volksgruppensprachen zwar ebenfalls auf kulturelle Einrichtungen verweist, unter den dort genannten Beispielen aber keinen Hinweis auf frühkindliche oder sonstige Bildungseinrichtungen enthält. An anderer Stelle der Charta sehr wohl und sehr prominent, aber eben nicht in Bezug auf kulturelle Einrichtungen. Aber abgesehen davon, dass die Charta innerstaatlich nicht unmittelbar anwendbar ist, ist durchaus fraglich, ob Artikel 12 hier relevant ist und überhaupt, ob die Norm hier eine taxative Aufzählung vornimmt. Kommen wir damit schon zum Fazit. Nach Auffassung des VfGH und eines Großteils der Lehre bezieht sich der Begriff Elementarunterricht in Artikel 7 des Staatsvertrages auf die schulische Primärstufe, also die Volksschule, nicht auf vorschulische Einrichtungen wie den Kindergarten. Folgt man dieser Ansicht, so enthält der Staatsvertrag eben keinen rechtlichen Anspruch der Kinder der slowenischen und kroatischen Volksgruppen in Kärnten, Burgenland und der Steiermark auf zweisprachige Kindergärten. Entsprechende Angebote, und die existieren ja, das wissen wir, erfolgen auf freiwilliger Basis und gehen dieser Ansicht zufolge jedenfalls über den von Artikel 7 geforderten Mindeststandard hinaus. Wie gezeigt ist dieser Ansatz aber weder rechtlich zwingend noch im Sinne eines modernen Minderheitenschutzes zeitgemäß. Eine Ausweitung des Anspruchs auf Elementarunterricht, auch auf die Elementarpädagogik oder alternativ, wie gezeigt, die Einordnung von Kindergärten unter den Begriff der kulturellen Einrichtungen, würde freilich eine Neuinterpretation des Artikel 7 erfordern. Diese erscheint mir möglich. Praktisch ist sie freilich nur schwer zu erreichen. Ergänzende bundes- und landesgesetzliche Regelungen, die hinsichtlich der Sicherung und Förderung der Minderheitensprachen über den bestehenden Rechtsbestand hinausgehen,
wären hier daher die sicherere und wohl auch bessere Lösung. Dankeschön. Voilà.